An meiner zweiter Folge zu Hongkong sehe ich mal Verstärkung. Und zwar in Form von einem ganz sympathischen Expat. Ich fand ja immer flott für Lützeburger im Ausland kennenzulernen. Und letztes Jahr, wo ich für dich zu Hongkong war, da bin ich mit meinem alten Schulkollegen, dem Christoph, bis erst gegangen. Und waren lauter Expats mit dabei, unter anderem auch Mimi. Mimi Ho wohnt seit 7 Jahren zu Hongkong und schafft hier am Restaurantsbereich. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und ich war immens froh, wo hat direkt dabei war, für eine Episode mit mir zu filmen. Meine Idee war, sich auf einer ikonischen Hongkong-Platz zu treffen. Und wir landen hier. Mimi, Ja, wir treffen uns auf einer Rolltrappe zu Hongkong. genau. Und wisst ihr, wie weit? Nee, Es wird gesagt, dass das die längste Rolltreppe auf der ganzen Welt. wirklich? Das heißt, wir können nur 10 Minuten, eine Viertelstunde drauf stehen bleiben. Ich meine 10 Minuten garantiert, ja. Na ja, dann. Können wir nur noch, wenn es gibt, so Rolltrappe Musik kreieren. Der Central to Mid-Level Escalator gibt es seit 1993 und das ist effektiv eine impressionante Affäre. Das Ganze besteht aus einer Rutsch-Rolltrappen, die zusammen 800 Meter lang sind und 135 Meter hoch hochgehen. Und die Vue auf der Rolltrappe ist auch ganz flott. Das ist alles ganz bei ihr ne? Guck auch Restaurant. Ja, guck, das fand ich so witzig zu Hongkong. Du hast auf alle Stock ab Samstag. Ja, hier wird nicht mehr auf Vertikalität gebaut, gell? Das heißt, du kannst nicht so wie an der Großgas flanieren gehen und da so, ich gehe noch mal da ran. Nee, du musst wissen, ich gehe auf den Stock von dem Gebäude, für keine Menge Nägel gemacht zu kriegen. Genau. Schon als Kind, dass Mimi regelmäßig Familie auf Hongkong besuchen kommt. Mein Papa ist aus Hongkong und meine Mama aus Shanghai. Wir sind sich aber alle zwei zu Lützburg kennengelernt. Wie schön. Ja. Mimi hat nun Lycée zu Dickrich ein Studium am Grafikdesign zu Paris gemacht. Dono Krut hat ein Buch für chinesisch Kalligraphie und Spruchwissenschaften zu Hangzhou und China zu studieren. Als ich nach Hongkong kam, für just 1-2 Wochen Vakanz zu machen. Und ja, ich habe Familie besichtigt, Freunde. Und sie haben mich einfach mal ganz spontan gefragt, wir das nicht länger oder mal für hier zu schaffen. Das heißt, du hast ja direkt gesagt, bei ihm, Moment, ich will nicht mehr, ich komme Leute von hier nach wohnen. Ja, ich habe meine Retour, also mein Retourticket dann nicht mehr benutzt. Ich habe mich direkt daheim gefühlt an Chinesisch essen. Hier gibt wirklich für so viele Varianten, auch andere Sorten von Ingredienten, andere Planen, die eben in Europa oder sonst irgendwo nicht kriegt. Ne? Eben ganz lokal, authentisch Sachen zu essen. Ich übersage, ich will es mir essen bleiben. Da kann ich so sagen, ja. Gut Mädchen, good girl. Das gefällt mir. Wie ich no bei einem Drink herausfannen, möchtet absolut Sinn, dass Mimi am Gastronomiesbereich gelandet ist. Meine Familie ist super Restaurant zu Lützeburg. Mein Mann hat eben den Confucius, den New Confucius an der Stadt. Und auch Palais de Chine. Und meine Eltern sind The Rice Table, auch an der Stadt eben. Du warst eigentlich mit chinesischen Restaurants essen aufgewusst. Ja, nicht mehr gut essen. Von kleinem an. Zu Hongkong mischt Mimi gerade Karriere beim Lai Sun Restaurant Group und ist responsabel für ein Rutsch-Projekt. So auch die Beef Bar, die seit 2017 einen Michelin-Stern hat. Ich arbeite hier als Project Manager, das ich mir die Projekte, Restaurantprojekte, Hotels auch. Und hier eben am Beef Bar und ich eben das ganze Projekt geleitet, eben mit unserem Team hier, Lai Sun Dining. Dann Das ist eigentlich dein Baby, das heute. Ja, das ist kann so, ich gell? so Beef Bar ist, wie der Name schon sieht, auf Steaks spezialisiert. Daneben von den auch interessanten Planen aus der Raw Bar, wie Ceviche, Tartar und wie man gerade zu schmachen kriegen, ein Langustin Carpaccio. Et vergisst die bald, dass zu Hongkong ist. Mit der Teier ist aber ein ganz typisches Bild, weil es an dieser Stadt nimmer so von internationalen Restaurants boomt. Und ganz nebenbei, Beef Bar ist übrigens ein Konzept vom selbesten Gruppe wie de Beeftro an de Grubers bei uns daheim zu Belval. Ein super Atu für zu Hongkong Arbeit zu finden, waren de Mimi sing Sprachen. Weil neben dem, was wir all zu Lützeburg können, schwatzt Mimi auch Kantonesisch. Me dat hat am Anfang ganz unerwartete Reaktionen provoziert. Ich habe von vielen Arbeitskollegen, die gesagt haben, ich hatte ganz starken Akzent.
Aber einen Lützeburgischen Akzent oder was? Das ist ganz schwer zu sagen. Kann Französisch, Deutsch oder ja Lützeburg sein. Okay. Weil die mich wirklich interessieren, war der kantonesische, also Lützeburgischen Akzent am kantonesischen aus. Freu mich nicht. Den nächsten Morgen treffen ich Mimi auf einem lokalen Markt, für mit dem Chef Albert vom China Tang Restaurant an kaufen zu gehen. Die nennt das heute eine Wet Market, Ja. gell? Aber wie war das? Das ist kein Dry Market, das ist eine nasse Markt. Ja, weil eben noch viel Seafood und noch viel frische Ingredienten und alles, was frisch ist, wird am Anfang viel Wasser, also Okay. am Gemüse oder ja, das ist mit ja. frisch. Du meinst, das ist dann eine nasse Markt, eine frische Markt. Genau. Okay. Also ich fand, das ist eine immense Atmosphäre. Also mir sieht direkt, dass ich mitten am Leben von Hongkong dran. Und die Leute kommen noch wirklich all Tag manchmal auf den Markt abkaufen, gell? Sie haben keinen Platz an ihren Appartementen, für viel zu stockieren. Genau. Ich geht all Tag frisch gekauft. Ja, all Tag dann eine kleine Portion. All Tag können den auch man zweimal. Ein Kehr morgens, hier Mitte Ja. und ein Kehr am Mitten für Tobes Essen zu präparieren. Wow, 2 Mal abkaufen Ja. gehen. Herrlich. Ich kriege lauter interessante Sachen gewesen. Heute zum Beispiel ein riesen Hummer. Von den Star-Ingredienten aus der kantonesischen Küche. Ich entdecke mega viel Sorten Tofu, die ich zu Lützeburg noch nie gesehen habe. Hängerface, Fishballs und ganz viel Grings. Ich könnte einfach Stunden auf einem Markt verbringen. Gehst du da viel auf den Markt? Ja, Ja? mit all weekend. All weekend. All weekend schon. Und da kochst du doch bei dir daheim? Ja, doch. Ein gut frisch Salat. Das heißt auch noch ein bisschen westlich kochst du Ja, bei dir daheim. ja. Salat, das ist echt, was ich okay, als wenn ich an Asien sie vermissen oder halt zu Hongkong Ja. zum Mols vermissen. Weil alles ist gekocht. Weil hier daheim auch so warm ist. Ja. Ne? So viel für etwas Frisches oder Rehes zu verdauen, das verbraucht am Körper da ganz viel Energie. So für ein normales Salat sind Leute hier mehr gewinnt für ein Ja, ganz durch schnell. den Wok zu Ja, gehen. genau. Und das ist dann besser für die Verdauung. Ja, okay. Und natürlich sehe ich immer noch Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Und auf diesem Fischstand ging ich fündig. Was hat da? Da fühlt sich schon wie ein Luftballon. Genau. Das ist frisch bloß. Ja. Und wie weit ist denn das? Was ist das denn? Proprietät am Anfang davon ist, zum Beispiel für Ladies, ist gut für die Haut. Ach so. Ja. Kann ich gut halten von Ja, dir? ja, Okay, ja. gut, okay. Hej, ja, ja. Ja. Okay. Ich meine, ich benutze zwar lieber ein gut Creme, wie das dort ist. Schön alles. Ja, ich verstehe noch alles. Schönheit kann verwandeln. Genau. Kannst du meinst, dass sogar ein Kosmetikmaterial Ah ja. für eben Obzaut. Okay, Und das guck nicht mal, wirklich der ist. Creme dran. Wissen wir noch. Und made in China also ja. Okay, genug mit den Dometen. Wir sind ja eigentlich hier für anzukaufen. Baudau. Das sind Edamame-Bohnen, gell? genau. Also der will ich mitholen für meinen Jutmat-Garde-Bohnen Dumplings-Donut zu machen. Ja? Mit dem Sum. Ja? Ja. Will man der mit? 咦，不如我哋今日用啲嚟做一個點心啊！ Ja, genau. Wir holen den nur mit für dem Sum zu machen. Hey, ich Ja. verstehe Chinesisch in der Zwischenzeit. 嗱，我哋買嘢咧，除咗睇佢好青ganz綠啦，咁其實咧我哋都會打開佢嚟睇嘅。 Die Edamame werden wir gleich an der Küche vom wunderschönen China Tang Restaurant verschaffen. Mir als echt kriege ich noch eine kleine Tour vom schicken Restaurant. Am China Tang finden die typisch Rundischer, die an all chinesischem Restaurant sind, für das sie sein Essen besser delen kann. Chinesisch Essen ist wirklich geht darum, mit der Familie zu teilen, Familie und Freunde, und da sind noch Portionen schon ziemlich groß. Aber wenn ich zu zwei raus essen gehe, dann kann ich vielleicht nur ein oder zwei. Das Klar, Wasser, weil ich bestellen. Make-up mache, Ja, gell? Ich meine, ich bin genau. halb Chinesen am Blut. Ich bestelle immer viel zu viel, weil ich von allem will schmecken. Ja. Ich gehe ja immer gerne an den Küche lusen, und der Chef Albert ist schon am Gang, einen Hummer für mich zu präparieren. Impressionanten Rock'n'Roll kann ich nicht mehr sagen. Wir gehen neben drin für den Chef Wong über die Schüler zu gucken. Ich habe die größte Ehre, dass ich mit einem richtigen Dim Sum-Chef lehren kann, wie in Dim Sum möchte. Ich wollte mir auch etwas beibringen. Und ich habe mir gedacht, komm mal machen, ein Lützeburgischen Dumpling. Mit Garde Bohnen dran. Perfekt. Aber auf ein chinesisch Aderweis reinterpretiert.
Aber wir haben einfach normal Schwingefleisch, weil wir leider okay Jutei und ich konnte schlecht an der Wallis Matt schmuggeln. Dabei kommen Edamame Sojabohnen als chinesischen Ersatz zu Eisegardebohnen, gebroten innen. An für den Assaisonnement natürlich darf das nicht fehlen. Mimi, was das ist? Oh mein, was das denn da? Bohnenkreuzchen. Riech mal. Kannst du das nicht? Bohnenkreuzchen? Nee. Oh, so. Sorry. Muss ich dir jetzt letzte Woche zu Hongkong beibringen? Für das Ganze lo eng chinesisch Fusion gëtt, iwwerrechennecht Füllung dem Chef Wong, den lo gehackte Scampien dabei gëtt. Dat klingt komisch, wie bei dem Zoom gëtt oft Schwingefleisch mat Krevette gemischt. Da könnt noch Maizena dabei fir ze bannen. Ja, das ganz letzte Woche auch. Das benutzen nicht viele an meiner Küche. Andere Bisse Sesamurlech fir den exotische Gu. Mit deigentlech Konst vum Dim Sum ass den Deeg. Do wo eng Backrollhole géif, hält de Chef e Fleischmesser fir den Deeg Platze drecken. A vum Fale Gune ze schwatzen, dat braucht jorelang Übung fir ze perfektionieren. Ja? Oh, okay. So, Okay. slowly. Okay. First time. Okay. Okay, komm Julien, Oh, das dein hat ist sie. besser. Ja. Yay, mega. Das ist leider blöd, Gut, wahrscheinlich gut. Training an Training. An dann ass et endlich soweit a mir kräen eise festschmaus ziessen. Do we se gu net wo ufenken. Sweet and sour Soup, Char Stew Barbecue Schwingefleisch, mir fir misch als Chlor, wat ich als echt schmache muss. Aber ich meine, du musst ja nach der Jut mit Gardebollendumpling probieren, weil du mal das schon gemacht. Guck mal, wie du heimsch macht. Jut mit Gardebollen a Krevette, ne? Okay. Oh, Das funktioniert. das funktioniert. Das ist mega gut. Ja, und das Sesamöl fand ich ganz cool dabei. Ja, Passt. das geht, Aber witzigerweise, Bohnenkreuzchen passt doch. Es gibt ja auch immer gesagt, die chinesische Küche ist so komplex wie die europäische Küche in der Hinsicht, dass alle Regionen eine ganz andere Küche haben. Genau. Es gibt ganz scharf am Sichuan. Und das heißt kantonesisch zu Hongkong, gell? ja. Wie gibst du das beschreiben? Das ist am Anfang frische Produkt als am wichtigsten ne? Am kantonesischen Küchen. Und du hast den Goût auch viel mehr raffiniert. Das ist nicht zu viel Gesalz oder der Geschmack ist nicht zu viel stark. Okay. Das muss ich wirklich Schluss essen an eben Layer, verschiedene Layern. Kann sehen, dass es bisschen so die italienische Küche von China ist, an der Hinsicht ganz gut frisch produzieren, Ja, nicht ganz viel genau. Assaisonnement. Ist Genau. Le produit et le star. Ja, das Okay. kann ich so sagen. Generell ist alles mega gut und schmeckt so ernst wie du heim. Et muss ihn einfach op Hongkong kommen, fir dat ze erliewen. Chinatown ist ein Global Brand, gell? Ja. Kann man Chinatown Lützeburg abmachen? Absolut. Ja? Wenn du Partnerin kennst, mit denen wir können zusammen schaffen. Okay. Wir können das Projekt lancieren. Meld dich bei mir, staatlicher Kontakt mit Mimi, da kriegen wir das halt noch geschwind daheim zu essen. De Weekend gehtet fir viel Hongkonger raus aus der Großstadt an ran an d Natur. Mimi hëlt mech mat op Lantau, die gréessten Insel vun Hongkong, fir Heimat enger Seelbun bei e Riese Buddha ze fuhren. Ich gesehen habe gerade erinnert Eis. Ja, wir sind schon ein bisschen viel heiß, ne? Das ist impressionant. Also ich bin froh, dass ich sitze. Ich bin froh, dass die Bänke nicht durchsichtig sind, weil es hat ich aber ein bisschen heiß Angst. Für allem Hiking, also Spazieren goen, as e großen Trend zu Hongkong. An Leute schaffen halt wirklich aber viel Überstunden, mindestens 10 bis 12 Stunden noch. An eben Weekend oder wenn sie rasch da haben, ist das auch wirklich ein kleiner Getaway dann, für ein bisschen Zeit an der Natur zu verbringen, eben für die Balance zu behalten. Ja. Leider as et haut extrem kahl, sodass ich mal ein bisschen wie an der Skiverkanz Bierschvier kommen. Mit Vue Uwe beim Buddha ist schon ganz cool oder besser gesagt ganz zen.
Ich bin viel an der Natur in meiner Freizeit und schon noch letztes Jahr eben Yoga-Teacher-Training gemacht und ich gehe auch Kuren und das hilft wirklich eben Balance zu finden zwischen dem busy eben Work-Life und auch Privatleben. Das ist schon ein Unterschied. Ne? No tripplemer bis bei e buddhistischen Tempel a begéinen ennner WK, die heit zu Landtau frei runderem laufen. So, ja, wir machen noch einen kleinen Worship und Buddeln. Und wenn das traditionell ist, müssen sie dann unhalten, wie man bei den Händen. Okay. Und dann von 3 Mal Richtung Tempel. Ach, Richtung Tempel, okay. Ja, 3 Mal. Dono placéiert den Träucherstäbescher und das fand ich gar nicht so einfach, ohne mich zu verbrennen. Au! Das bringt Glück, Prosperität, Longevität und ja, gut Gesundheit auch. Lauter Sachen, die man am Leben brauchen. Ja. Für den Mimi merci zu so für die Flotzeit, habe ich ihm etwas Kleines von daheim mitgebracht. Ein gut Döpfchen Lützebäuer Hunisch. Das ist so immens, merci. Oh ja. Das hier das Monster. Ja. Ein kleiner Treat für mich, so das Schmier von daheim. Oh, immens, merci. Auf an den Tee. Auf an den Tee, ja. Geht's dann 4 Stunden nach Hongkong? Und auch dazu los, nach ganz triganthemisch zu kommen. Ja, doch, absolut. Weil den Hektiker, ich meine, dass du nicht viel Leben lang an Lützeburg ist für mich schon themisch. Dafür will ich schon ein bisschen zurück. Also Lützeburg hätte ich bestimmt auch ganz gerne zurück. Ich hoffe, ja. Aber wie ist, vielleicht könntest du auch noch eine Restaurantsidee zurück. Das wäre ideal. Und dann gehe ich mal authentisch Hongkong erst in daheim kriegen. Ja. A bis dat de Fall ass ginnecht Mimi secher nach e puermoll op Hongkong besichen.